Ja, Geiselherz ist einer weg nicht gut. Das kannst du auch in den Tod. Und wo alle anderen geschlafen haben, ist das Zweiäugli rausgegangen und hat das Herz von der Geiss vor der Haustür vergraben. Und am anderen Morgen, wo sie verwacht sind, ist dort ein wunderbarer Baum gewachsen mit silbrigen Blättern und goldigen Äpfeln. Die Mutter und die beiden Schwestern sind mit offenen Mühlern da gestanden. Und die Mutter hat zum Einäugli gesagt: Steig mal auf, Kind, und hol mir so einen goldenen Äpfel ab. Den kann man sicher teuer verkaufen. Das Einäugli steigt auf, aber wo sie den Äpfel abbrechen, hat ihm der Zweig ein Watscheln gegeben, dass es gerade vom Baum abgepürzelt ist. Du ist das Dreiäugli aufgestiegen, aber es konnte zehren und züchen, so viel es wollte. Die Äpfel sind ihm immer aus der Hand geschlüpft. Und auch der Mutter ist es nicht besser gegangen. Du sagst das Zweiäugli. Jetzt steig hier mal rauf. Vielleicht geht es mehr. Und die Schwestern haben gerufen: Hey, du mit deinen blöden 2 Augen. Was willst denn du, dumme Gans? Das Zweiäugli klettert auf den Baum. Und die Äpfel sind ihm wie von selber in die Hand hineingetrollt. Eine ganze Schoss voll hat es mit abgebracht. Mutter und Schwestern haben ihm die Äpfel weggenommen und sind von jetzt an noch wüster mit ihm, weil sie neidisch waren.